Lief Christe Mensche, lief Freundinnen und Freunde der Kölsche Funke Rot-Wies, lief Funke Familie. Hück ist eine besondere Tag. Wir feiern uns Mess ob Kölsch wie jedes Jahr in Gedenke für uns verstorbene Mitglieder, die uns zick dem letzten allerheilige Tag verlassen haben. Wir feiern aber auch ein Mess zum 200-jährigen Jubiläum vom Kölsche Fastelehr und damit auch von uns Kölsche Funke Rot-Wies. Damit danken wir unserem Herrgott auch dafür, dass die Funke all die Jahre, all die Zige zusammengeblieben sind, trotz aller Veränderungen in der Gesellschaft, hat die Funke bis Hück Jod geschafft. Da Jahr wird ever Zige, da hätte das ganz anders kommen können. Nach dem Ersten Weltkrieg waren wir pleite. Einfach nur, weil unsere damalige Präsident Theo Schaufuß Singvermögen und der Funkekass für die Kameraden an der Front eingesetzt hat. Der Schatz, der er uns damit überlassen hat, war viel größer, als was da anfangs in der Kasse gewesen ist. Denn die Funke an der Front treten jede Woche Tabak, Schokolade auf Cognac und damit der Funke Hoffnung, dass wir sie nicht vergessen haben. Trotz Versammlungsverbot in der 20er Jahre haben sich uns Vorfahren getroffen, mehr oder weniger öffentlich, so ja unter anderem Normen. Die Funke waren ja so ja Symbol um Notgeld, als der Alliierte abgetrocken sind und haben Kölle für die Kölsche wieder ingenommen, mit einer Knabüs, die Blömsche im Gewehrlauf hat und die nicht schießen konnte. Auch das war eine Funke Hoffnung für die Kölsche und deren Zukunft. Man hat es geschafft, ohne große Blessure durch die Brunge zick zu kommen, auch wenn mir in der Jahre wie all andere Organisationen auch von der Nazis beherrscht worden sind. Als Köln am Krieg nicht mich Stund waren de Funke die Ärzte, die de Lück an Rosenmontag eine Funke Hoffnung geschenkt kann, indem sie durch Köln getrocken sind. Eine Rosenmontagszug war da noch verboten. Auf Krieg, auf Besatzung, auf spanische Grippe, auf Hungerleid, Corona, Inflation und heutzutage wieder Krieg in Europa. Die Funke waren da und sind immer wieder aufgestanden. Sie haben sich zusammengefunden, um der Menschen Freude zu machen, zig zu schenken, in der man uns alles vergessen kann und darf, wann das auch nur für einen Augenblick ist. Die Kölsche Siel kund und kann auch heutzutage ins Luft holen im Fastelehr. So ja mir jetzt in das Jubiläum. Wir haben die ersten 200 Jahre geschafft. Und die Tür geht ab für eine neue Zick. Ich will mir auch dafür bitten, dass die Funke nie vergessen, wo sie hergekommen sind, was sie all erlebt haben. Erlebe Morte. Unsere Vergangenheit und was wir daraus lernen, ist das Kapital für uns Zukunft wieder zu gestalten. Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit ist und soll unser DNA bleiben und das immer mit einer ordentlichen Portion Humor. Ein Narr
ne Jeck, wie man in Kölle sage, Bruch, Sing, Freiheit. Zu sage, was gesagt werden muss. Mit Humor, aber auch klar und gerad us. Deswegen fieren wir uns Mess ob Kölsch mit dem Thema Wir sind am Weg mit einem Funke Hoffnung. Seid herzlich begrüßt, seid herzlich willkommen.
Jetzt steht in dem Heft, jetzt wo der ein oder andere sich vielleicht fragt, geht das überhaupt? Pastor und Kote Begrüßung. Et je, pass auf. Le Funke Familie, schön, dass ihr da seid. Wir sind eingeladen und feiern im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Unser Herr soll mit euch sein. Ja, Herr, tun dich erbarme. Sei mit uns heute Abend und das ganze Leben lang mit Dinger leb. Damit dat wir Jod durch all Bedräng komme. Amen.
Lass mal bitte. Leben Herr J., wir sind heute Abend hier zusammen, um zu beten, zu singen und dich zu loben. Wir sind hier und bringen in unserem Herzen alles mit, was uns bewegt, was uns freut mit und auch uns Sorge. Uns fragen, wie es weitergeht mit uns, wie es weitergehen soll mit der Welt, die du uns anvertraut hast. Wie wir der Kirche kriegen zum Jode hin. Wir bitten dich, schenk uns Dinge, Heilige Geist, dass er uns inspiriert und Mut mit und Kraft gibt für das, was wir tun können und tun müssen, damit das Leben weitergehen kann. Für uns und für alle Menschen in der Welt. Darum bitten wir dich heute Abend durch Christus, unseren Herr. Amen. Lebt, Brüder und Schwestern, ich sage euch, sit frohe Menschen und lot der Mut nicht sinke. Nee, hat Hoffnung. Sit geduldig in der Bedräng, lot nicht nur mit Bitte. Dort euch freue mit denen, die Freud han. Und krieche mit denen, die traurig sind. So wie es euch möglich ist, lebt mit allen Menschen in Friede. Das will der Herr uns sagen. Herr J., wir danken dir. Spreit in der Welt, macht das Weh.
Aus dem Brief an die Thessalonische. Schwestern und Brüder, doch dort nicht ruhe wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass unser Herr Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und genau so wird unser Herr durch Jesus auch uns, wenn wir uns gestorben sind, mit ihm zusammen zu sich nehmen in seine Herrlichkeit. Damit könnt ihr euch jeden siegig Truß zusprechen. Wort Gottes. Lev Rude Funke, leve Rude Funke Pastor, lev Lück. In diesem Jahr feiern wir Jubiläumsmess ob Kölsch. 200 Jahre Kölsche Funke Rudwies. Zum 200-jährigen Jubiläum gratuliere ich ganz herzlich als eine, die für eine Institution steht, die auf 2000 Jahre Geschichte zurückblickt. 2000 Jahre geht unsere Kirche und uns Geschichte ist, weiß Gott, kein einfache. In der Vergangenheit nicht, aber auch nicht in der Gegenwart. Und trotzdem sind wir am Weg mit einem Funke Hoffnung, weil uns Emission antrieb und die Lück uns am Herzen liege. Was uns als Christenmenschen ausmachen soll, hat uns der Apostel Paulus alt vor 2000 Jahren mit ob der Weg gejoffen. Du durchfreue mit denen, die freutern, und krieche mit denen, die traurig sind. Ja, Sie merken, das war wieder perfektes Imi-Kölsch. Jetzt geht's nochmal weiter auf Hochdeutsch. Ganz einfach ist das und beschreibt im Grunde genommen wunderbar, was wir in der Kirche Seelsorge nennen. Wenn ein Kind geboren wird, wenn Hochzeiten gefeiert werden, wenn Menschen das Glück ihres Lebens finden, dann freuen wir uns von Herzen mit. Und umgekehrt begleiten wir Menschen, die Abschied nehmen müssen von ihren Liebsten. Wir begleiten Menschen, wenn Beziehungen zerbrechen und wenn das Leben wie ein Scherbenhaufen erscheint. Du durchfreue mit denen, die freutern, und kriesche mit denen, die traurig sind. Wer das wirklich beherzigt, der ist glaubwürdig. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass es seit 200 Jahren die roten Funken gibt, weil sie genau das können. Ausgelassene Freude verbreiten, Lachen und gute Laune. Und weil sie gleichzeitig den nicht im Regen stehen lassen, der Hilfe braucht, und die nicht, denen weiß Gott nicht zum Lachen zumute ist. Tut euch freue mit denen, die freutern, und kriesche mit denen, die traurig sind. Das heißt, jeweils am konkreten Ort einen Funken Hoffnung zu verbreiten. Lebt, Brüder und Schwestern, ich sage euch, rät der Apostel Paulus in seinem fast 2000 Jahre alten Brief weiter. Seid frohe Mensch und let Lot der Mut nicht sinke. Nee, hat Hoffnung. Mich rührt es immer wieder an, wie stark sich Menschen von der Hoffnung leiten lassen und was für einen Mut und was für eine Tatkraft Menschen an den Tag legen. Zum Beispiel im Ahrtal, wo die Schäden der Flut noch lange nicht behoben sind
und wo es jeden Tag heißt, Ärmel hochkrempeln, den Mut nicht sinken lassen, weitermachen. Ja, und auch meine einjährige Tochter, die beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue. Wie sie laufen hat, so oft ob de Nase falle und immer wieder obgestande. Das müssen wir uns als Erwachsene immer wieder vor Augen halten, diese Fähigkeit, dran zu bleiben, immer wieder neu versuchen, bis es endlich klappt, vielen Rückschlägen zum Trotz. So wicket üch müchelig is, läft mit all Minsche im Friede. Jetzt, im Jubiläumsjahr wird gerne auf die Anfänge der Roten Funken verwiesen, auf ihre Ursprünge bei den Stadtsoldaten, die den französischen Truppen von der Stadtmauer heruntergerufen haben sollen. Hört ob zu schieße, sürt er denn nit, dat hier Menschen stonn? Und nicht von ungefähr wird genau dieser Satz in diesem Jahr zitiert. In diesem Jahr, in dem gut 1500 Kilometer von hier entfernt Krieg herrscht. Hört ob zu schieße, sürt er denn nit, dat der Menschen stonn? So schlicht der Satz auf den ersten Eindruck scheint, so sehr bringt er doch auf den Punkt, was mit dem Gebot der Nächstenliebe gemeint ist. Auch und gerade in Kriegszeiten. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Und auf einen Menschen zu schießen, der wie ich ist, das kann ich nicht. Und deswegen ist der Satz, hört ob zu schieße, sürt er denn nit, dat he Menschen stonn, ein zutiefst pazifistischer Satz und nach 200 Jahren brandaktuell. Wir sind am Weg mit einem Funke Hoffnung. Ob dem Titelbild unserer Jubiläumsmess sieht man de Rude Funke, Hoffnungslicht vor sich hertrage. Egal, ob man 200 oder 2000 Jahr am Buckel han. Wir sind von einer Mission gedriven. Der Mission Hoffnung zu verbreiten, Unmenschlichkeit. Der Mission für die Menschen dort zu sein. Für die, ob die Sonne sick, genau so wie für die, die im Dunkeln stonnen. Und uns mit denen zu freuen, die Freud han, und zu krieche mit denen, die traurig sind. Amen. Liebe Christen Menschen, jetzt möchte noch jetzt so hören, das ist beim ökumenischen Gottesdienst, ist das halt so. Das soll ja jeder zum Zug kommen und das tun wir ja seit bei Jahren her auch bei der Messe auf Kölsch. Um die Hoffnung geht es also heute in unserer Messe auf Kölsch. Um uns eigene, um uns ganz persönliche Hoffnung. Hoffnung ist ein großes Wort. Und so wie wir das Thema formuliert haben, geht es zum Ausdruck, dass wir uns nur ganz hoch an das Thema Hoffnung herangetraut haben. Wir sind am Weg mit einem Funke Hoffnung. Mit einem Funke Hoffnung. Und ich frage mich und ich, sind wir das? Stimmt das? Steckt er in uns, der Funke Hoffnung? Hält uns Hoffnung
all dem, was in uns Welt, in uns Gesellschaft und auch in uns Kirche los ist, hält uns Hoffnung all dem stand. Wir leben in einer Zeit, in der viel nicht mehr so ist, wie es immer war. Ich will die Themen ja nicht alle aufzählen, wir kennen sie allzu genüge. Was macht das mit uns Hoffnung? Wir leben in einer Zeit, in der es nicht klar ist, wie es auf dem Thema weitergeht. Und es gibt für der ein auf andere von uns Situationen, da stellt sich auch ganz persönlich und konkret die Frage, wie es weitergeht in seinem Leben. Fingen wir eine Jule Umgang mit all dem, ist uns Hoffnung stark genug. Liebe Christenmenschen, die Hoffnung gehört zu uns Menschen. Die Hoffnung gehört zu unserer DNA. Bei uns Kölsche sagt man ja sowieso. Sie ist tief in unserer Seele verwurzelt. Jeder ein von uns trägt sie in sich. Nur manchmal ist sie jetzt versteckt, oft zugedeckt von dem, was gerade los ist. Immanuel Kant, der große Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, hat gesagt, dass wir Menschen, jeder Mensch, 3 große Fragen im Leben beantworten muss. Ein davon heißt, was dürfen wir hoffen? Für ihn ist es keine Frage, ob wir Hoffnung haben können, ob es Hoffnung gibt. Für ihn ist die Frage, was wir hoffen dürfen, was der Grund für uns Hoffnung ist. Was für eine Antwort haben wir Christenmenschen auf die Frage? Hoffnung ist ja nicht nur urmenschlich, sie ist auch urchristlich. Glaube und Hoffnung sind Geschwister. In der Lesung aus dem Brief an die Thessalonicher schrieb der Apostel Paulus, ihr sollt nicht traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Das Wort traurig können wir auch auswechseln und sagen ängstlich, mutlos, verzweifelt. Das all jedes Jahr in unserem Leben. Aber das ist noch nicht alles. Wir Christenmenschen dürfen auch in noch so schlechten Zeiten Hoffnung haben. Wir haben Grund zur Hoffnung. In allem, was wir erleben, können wir Hoffnung haben. Und der Apostel Paulus sagt auch, warum wir Hoffnung haben können, wer unsere Hoffnungsträger ist. Jesus Christus. Wir müssen uns nicht umluren, einer zu finden, der uns Hoffnung mäht. Wir brauchen keinen Politiker, keine Trump, keine Bolsonaro, keine Johnson, auf wie all die selbsternannte Heilsbringer und Messias heißen. Uns Hoffnung tun wir auch nicht, ob der Papst auf für einen Bischof richten. Unsere Hoffnungsträger ist Jesus Christus. So wie die Blackfoes singen, dass mir Kölsche keiner brauchen, der uns sagt, wie man fast so laufen feiern deit, so brauchen wir Christen keiner, der uns sagt, wo und bei wem wir Hoffnung finden. Wer uns in allem, was wir für allem an Schweren erleben, Hoffnung geben kann. Dabei hat Jesus nicht einmal von Hoffnung gesprochen. Aber er selbst ist uns Hoffnung. Er verlieblich der Hoffnung für alle Menschen. Für all die, die ihre Hoffnung auf ihn setzen.
Die Hoffnung, die Herr uns gibt, geht über das Dach raus. Geht über das, was uns gerade zusetzt, was uns gerade das Leben schwer macht, raus. Es ist eine Hoffnung, die der Menschen alt über 2000 Jahre in sich tragen, die so auf ihrem Weg im Leben gehalten hat, die ihnen geholfen hat, wieder zu gehen. Es ist die Vision von Jesus, Singetraum vom Reich Gottes, vom Zusammenleben der Menschen aus all Völkern und Nationen in Gerechtigkeit und Friede. Sing Vision, singe Traum vom gleichen Wert von all Menschen. Es ist sing Botschaft, dass Gottes Leben all Menschen gilt. Dass er jeder einen sing im Herzen dreht. Dass er will, dass wir leben können und dass uns Leben gelingt. Dass alles eine Jod eng geht. Es ist die Zusage Gottes, die Jesus uns gebracht hat, dass er uns im Blick hat, überall und zu alle Zige. Dass er auch und gerade in der dunklen Zige bei uns ist und mit unserem Weg ist. Die Hoffnung, die Jesus uns gibt, tragen wir in uns. Somit sind wir all Christen Hoffnungsträger. Wir sind Hoffnungsträger für die Welt, für die Menschheit. Uns Kirche, ich meine damit all Gedäufte aus all christlichen Konfessionen und Gemeinschaften, wir all zusammen sind in GmbH, sind in Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Auch wenn das manchmal nicht so aussieht, dass wir das sind, dass wir auch noch Hoffnung für uns Kirche selbst haben. Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Die Frage ist, sind wir das? Stimmt das? Was tun wir als Hoffnungsträger, als Einzelne, auch als Kirche? Tragen wir dazu bei, dass uns Mitmenschen Hoffnung haben können. Erleben uns Mitmenschen, dass wir Hoffnung haben. Die Hoffnung, die wir in uns tragen können als Christen, gibt uns die Kraft, dass wir uns einsetzen können für die Vision von Jesus. Dass wir uns engagieren können, damit das Reich Gottes unter uns wachsen kann. Die Hoffnung gibt uns die Kraft, dass wir uns zusammentun mit allen Menschen, die dafür eintreten, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist. Ganz egal, was für ein Huckwerf er hat, ob er hetero, auf homo, auf transsexuell ist, auf was es sonst noch all für unterschiedliche Menschen gibt. Dass wir uns zusammentun mit all denen, die sich für die Freiheit und das Lebensrecht für jede Menschen engagieren. Liebe Christenmenschen, wer Hoffnung hat, schaut nach vorne, schaut in die Zukunft. Wer keine Hoffnung hat, hat auch keine Zukunft. Wer keine Hoffnung hat, hat auch keine Kraft, sich zu engagieren und zu kämpfen. Wir sind am Weg mit einem Funke Hoffnung. Auch wenn sie manchmal vielleicht nur so klein ist wie eine Funke. Unsere Lebensweg ist behütet und geleitet von unserem Herrgott. Wir all sind abgehoffen in seiner Hand. Das ist uns liebste Hoffnung, dass
ist unsere Gelöwe. Amen. Herr im Himmel, wir fragen uns, wie das all wiggern soll. Im Moment haben wir allmalig Sorge und Not. Wir haben Krieg in Europa, wir haben eine riesige Flüchtlingsbewegung, wir haben die Inflation, wir haben Engpässe bei der Versorgung mit Energie und Wärme. Aber wir blieben in Dingen Hetze und in Dingen Hand. Doch für danke mir von Hetze und bete zu dir mit Vertrauen. Nicht nur in der großen Welt ist Zänk und Strick. Neid und Hass ist auch in unserer kleinen Welt, in der Politik, im Gemeinwohl und auch in der Nachbarschaft und der Familie. Wir beten, dass wir uns all der Verantwortung zu den Mitmenschen bewusst werden und mit Verstand handeln und nicht nur an uns denken. Hä, bist du so jod? Vater, aus unserer tiefsten Herzensnot rufen wir zu dir und warten drauf, dass du uns hörst. Hör nicht vorbei an uns Ohnmacht und Verzweiflung. Wir hoffen, dass Ding Erbarme größer ist als unsere Sorge. Wir hoffen, dass du uns rettest aus Seelennot und uns bewahrst vor Infektionen, Erkrankungen, Tod, Krieg und allen Übel.
Herr, bisse so jod. Höret an und dunnet Vater im Himmel, mir wisse, dat Friede nicht nur ein Zick ohne Krieg ist. So bete mir darum, dat mir uns Kraft nicht holle aus der Verachtung und dem Hass andere gegenüber, sondern dat uns Kraft aus der Achtung und aus der Leef kütt. Herr, bisse so jod. Höret an und dunnet Liebe Vater, los nicht so, dass durch politische Egoismus und wirtschaftliche Interesse ein paar Menschen ohne Henskaste verhindere, dass Majot durch die schwere Zick und durch den Winter komme. Los all die Despote und Diktatoren und all die Vertreter von der Großmächt insinn, dass man ganz flück eine Konsens bruche und dass man wieder an einem Strick trecken müsse. Unabhängig von politischem Egoismus und eigene Vorteil. Herr, bisse so jod. Vater im Himmel, nicht nur in Europa ist wieder Krieg. Herr, wir bitten dich aus tiefstem Hetze, mach, dass überall bald Friede ist und dass die Lügscher wieder in Ruhe leben können. Hilf uns Friede zu halten mit uns Norbere in aller Welt. Herr, bisse so jod. Herr J., du unsere Vater, bedenke an uns Kranke und auch an die uns aus unserer Funke-Familie, die sich für immer von uns verabschiedet haben. Et waren dat Michael Morant, Futzkittel, Peter Hahn, Locke Künning, Peter Enkel Senior, Fidibus, Robert Schumann, Quetschenbügel, Karl 90, Jrümmel, Wolfram Friedrichs, Holzwurm, Ralf Bruckmann, Hubert Koch von den Altstädtern und Ehrenbars der Literaten und schließlich Peter Griesemann. Mit seiner Frau, seiner Tochter und dessen Lebensgefährtin. Vater im Himmel, se all han treu gedehnt, he ob Ede und se jinge mit uns in Freud und Leid. Mehr werden sie niemals vergesse. Trüße all in Dinger Ewigkeit. Herr, bisse so jod. Herr J, me wille uns Mühe geben, Dinge mir Bot zu folgen, was du heißt. Man soll als Funke Familie, als Stadtgesellschaft, als Weltgemeinschaft zusammenhalten. Das ist nicht immer leicht. Hilf uns dabei, wenn es nicht klappen will. Wir wissen, ohne dich jedet nicht. Hilf uns, dass uns immer eine füngsche Hoffnung blieb. Amen.
Leven Herrgott, es ist nicht viel, was wir hier auf der Altar gestellt haben. Es ist nicht viel, was nötig ist, dass du uns stärken kannst, dass du uns Kraft und Freude schenken kannst für unser Leben. Nur ein kleines Stückchen Brot und einen kleinen Schluck Wein. Aber wenn wir das zu uns nehmen, dann sind wir ganz eng verbunden mit dem Sohn Jesus Christus. Dann kommt er selbst da drin zu uns. Dann fühlen wir sein Nähe, sein Leben ganz tief in unserem Herzen. Dafür danken wir dir heut und in Ewigkeit. Amen. Unser Herr soll mit euch sein. Ihr Herz tut dem Herrgott schenke. Er wille der Herrgott röme und ihre. Ja, das ist wahr, es ist nicht mir wie recht, dir, unserem Vater im Himmel, zu danken und mit all dem, was da Flüsch und Griff und mit all Menschen dich zu loben, durch unseren Herr Jesus Christus. Wir hören ihm mit Huck und Haar und können nie genug dafür danken, dass er für uns gelebt hat und gestorben ist. Wir sagen nicht alle Lück, denen die es hören willen und denen die es nicht hören willen. Wir glauben ganz fast, dass er nicht im Tod geblieben ist. Wir warten und hoffen und bauen auf sie Wort, dass er wiederkommt in Mach und Prach. Darum werden wir auch nicht müde, überall zu sagen, wie Jod do, Herrgott, uns bis, und in Ewigkeit mit all Engele und Heilige zu singen.
Ja, heilig bist du, Herr J. Und all Heiligkeit nimmt von dir ihren Usjang. Send drum Dinge heilige Jeis, ob Brot und Wing, dat zu uns wede Fleisch und Blut von unserem Herr Jesus Christus. An dem Abend, an dem Herr verrodet wird und aus freiem Wille gelitten hat, nahm er das Brot und sprach da Dank, brach das Brot aus den Nähen und javet seine Freunde und sagt zu ihnen, nimmt und esst all davon, das ist meine Lieb, der für euch hingejoven wird. Akkurate so nahm er, nachdem sie gegessen hatte, auch der Kelch mit dem Wing, sprach noch unser Dankgebet, gab ihn sing Freunde und sprach, nimmt und trinkt all daraus. Das ist der Kelch von dem neuen und ewigen Bund. Es ist mir Blut. Das für euch und für all Menschen verjossen wird, damit all Sünde vergeben sind. Dort dat zu mingem Angedenke. Wir glauben an das Geheimnis, dass du für uns gestorben bist, bekennen wir, dass du vom Tod abgestanden bist, rühme mir, dass du Küss in Mach und Brach, das hoffe mir. Doch im Jahr der Vater feiern wir das Angedenken von Dingem Sohn, dass er gestorben ist und abgestanden vom Tod. Für die Angesicht bringen wir das, was er selbst uns geschenkt hat, das Brot und der Kelch für das ewige Leben. Du hast uns gerufen, dass wir dir dienen und dafür danken wir dir von Herzen. Gib uns Anteil an dem Lieb und an dem Blut von unserem Herr Jesus Christus und lass uns all einzeln im Heilige Geist, der du uns schenkst. Nur erraff, ob den Christi Menschen, ob der ganzen Erd und lass sie einzeln im Lieb und verbunden mit alle Frauen und Männer, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind, egal in welcher. Denk an all die malat sind und die in der Beistun. Denk an all die gestorben sind und sich auf dich verlassen haben. Mach ihnen die Ports auf, dass sie in die Richtung kommen und die Angesicht luren und Trüße in der Ewigkeit. Vater, lass uns all in Dinge hinatstehen und vergiss uns nicht, damit wir in Ewigkeit nicht ungern, nee, lebe in Ewigkeit. Zusammen mit der Gottesmutter Maria, mit der Apostele und all Heilige und Selige von Anbeginn, dass wir dir danke und dich rühme durch unseren Herr Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, Heiliger Vater, zusammen mit dem Heiligen Geist, all ihr in Ewigkeit. Amen. Wir all sind Kinder Gottes, so dürfen wir bitten, wie der Herr uns zu bitten gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, Dinge Name wollen wir heilig halten. Die Richt lass zu uns kommen. Alles solle so sein, wie du es handelst, im Himmel und auf der Erde.
Gib uns Hück und alledach, was mir bruche für zu leben. Und tun uns vergeben, was wir haben, wie auch mir denen verzeihen will, die uns Unrecht tun. Halt von uns fern, was uns schaden kann, und tun uns in allem Schlechte bewahren. Stell uns nicht erst ob de Probe und erlöse uns von allem Übel. Denn du hast es realt und de Macht und stehst über allem in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus nannte Shalom in seiner Muttersprache. Wir sagen im Kölsche Friede. Ist aber dasselbe. Wer das sieht, wer das Wort in den Mund nimmt, der weiß, Friede kann man nicht nur einfach haben. Da muss man jetzt für tun. Da müssen wir all jetzt für machen. All das wieder. Und so wünsche ich euch, so wünsche ich uns all, dem Herr singe Friede soll mit euch sein. Und noch mit dir, die ganze Leben. Wir bekunden unseren Wunsch nach Friede und nicken uns freundlich zu, so wie Corona uns das gelehrt hat. Lord allher,
In dem Brot ist Jesus Christus unter uns. Er schenkt uns Heil und Leben. Herr, ich bin nicht würdig, dass du in dir ist unter mir Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Ziel gesund.
Lass mal zum Schluss bitte. Leven Herrgott, uns Mess ist auch nicht eng gekommen. In unserer Muttersprache haben wir zu dir gebet und gesungen und das aus ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns verstehst, wann wir mit dir schwade, wie uns der Schnabel gewachsen ist. So wollen wir mit dir verbunden bleiben im ganzen Leben, bis wir uns bei dir sind in Dinger Ewigkeit. Amen. Der Herr soll mit euch sein. Stellen wir uns unter Gottes Sehn. In seinem Sehn geht er mit uns auf unseren Weg und will der Funke Hoffnung in uns immer wieder anblasen. Durch seine Heilige Geist. Gottes Sehn, der brauchen wir für Lieb und Seele, für das Leben und einmal auch für das Sterben. Der Sehn, Gottes soll mit euch sein, der Sehn vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Und jetzt sage ich, gut Jod heim. Aber vorher möchten wir noch uns Reste und den Präsident anhören. Ich da ein leichtes Raunen in der Kirche. Ich habe eigentlich nur eine Frage an euch alle. Sollen wir bleiben und das noch uns machen? Es war unglaublich. Wer wirklich dabei war, der kann sich die nächsten 200 Jahre ärgern. Und noch einmal ein herzliches Dankeschön an die musikalische Leitung Matthias Hessler. Unglaubliche Sopranistin Christine Handke. Der Kammerchor A-Chor Art. Der Chor der Liebfrauenschule in Bonn. Das Sinfonieorchester Helmut Blödgen. An der Orgel George Warren.
Und er hatte ein Stück mit die Gesamtverantwortung für den musikalischen Aufbau und ist Chef vom neuen Funkenchor, den wir erstmal danken dürfen, der heute seine Premiere hatte in diesem Ambiente, de Mösche von de Üleports. Und er ist der Knubbelführer des zweiten Knubbels, unsere hochverehrte Herr Klötz, Jürgen Zumbe. Ganz herzlich Dankeschön darf ich aber sagen, einem Mann, der geführte letzte 30 Jahre trialt hat, dass er all drin gut auf der Platz kommt, dass die Mess so zelebriert werden kann, wie es nur möglich ist und der Hück sing letzte Mess mit von der Funkus geplant hat. Er und seine Frau Anneliese waren immer für uns da in den letzten 23 Jahren. Ein herzlich Dankeschön an Winfried Imhoff. Und dann ein ganz herzliches Dankeschön an uns Trifolium. Also, das rutscht mir immer raus. Aber ihr seht ja jetzt zu dritt, ich habe auch schon in dieser Zelebrandan Tour, aber das hört sich mit Trifolium ganz anders an. Ganz herzlich Dankeschön darf ich sagen an Sie, Frau Dr. Anna Quass, mit Ihrer Idee, die ich, oder ich dürfen wir alle mit rausnehmen, wenn wir da nachher rausgehen, 2200 Füngscher Hoffnung. Herzlichen Dank, Frau Dr. Anna Quass. Gemeinschaft mit besonderer Hoffnung. Mit Begründeter. Mit begründeter Hoffnung. Du hast so jetzt von Reich. Lieber Walter, ganz herzlichen Dankeschön für all die vielen Jahre, nicht nur heute hier, für Seelsorge, für Dasein, wenn man die Spruch, du bist nicht nur unsere Pastor, du bist nicht nur unser Gebetbuch, du bist unsere Freund. Walter Koch. Und der Chef von dieser wunderbaren Basilika Sinterfrings ist auch eine von uns. Wir waren zusammen an der A und an anderen Städten für 2 Jahre. Und Geschwäß haben wir in diesem Jahr. Und wir leben in dieser Zick und du lebst Altärsche, wie du bei uns heißt, bis aus der Funke nicht wegzudenken. Herzlichen Dank an unseren Pastor Johannes Kirch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ist das jetzt immer noch nicht am Ende? Nee. Vielleicht jetzt gleich in der Kirche. Aber wer Lust hat, der kann wie immer noch in die Sakristei kommen. Da geht es noch jetzt zu Schwade, da geht es vielleicht noch jetzt zu trinken und noch jetzt zu Müffele. Man braucht ja mindestens 3 Monate so lang, das alles zu verarbeiten, was wir jetzt in der, 1,5 Stunden erlebt haben.
Und ich hoffe, er hat auch alttüchtige Latz für den Pfingstreff. Da ist auch unser Jürgen Zumbe federführend mit dabei, damit wir an die Junge he und die Mädchen um der Eck auch wieder jetzt wiedergeben können. Die nächste Messe Obkirch findet statt am 24. November 2023. Ich glaube, wir werden alle Stück größer und erfüllter aus der Basilika Zinterfrings, als wir reingekommen sind. Herzlichen Dank dafür. Liebe Präsidents, Quote Korrektur. Bei der Jabenbereitung warst du wahrscheinlich ganz andächtig. Da gab es nämlich gar keine Kollekte wegen Corona, Türkollekte. Also die enttäuscht sind, dass es die Pfingsttreffkollekte noch nicht gab, gute Nachricht gibt's an der Tür.